Guten Morgen, Freunde des gepflegten Taktikrisikos. Heute ist ein besonderer Tag. Wir schreiben den 8.8.2026. Wir haben heute den Geburtstag von Roger Federer mit Jahrgang 1981. Es findet die, glaube ich, 31. Street Parade statt in Zürich, das weltgrößte Techno-Party auf der ganzen Welt. Und viel wichtiger als alles andere ist, heute ist offizieller Weltkatzentag. Ich selber habe sogar Katzen, ich liebe Katzen. Das spielt abgesehen vom Katzentag alles keine so große Rolle, weil wir wollen mit meinem Deck, das ich gestern gebaut habe, Feldmarschall werden. Ich setze wieder auf meine bewährten Veteranen in einer leicht abgeänderten, optimierten Version. Und wir versuchen nun ein bisschen zu gewinnen. Das Deck habe ich ja gestern vorgestellt, wie es gebaut ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir damit durchaus Siegchancen haben. Ich habe das Deck grundsätzlich ein bisschen vergünstigt von den Credits her. Ich habe weniger teure Karten drin. Ich habe vor allem Befehle rausgenommen, da aktuell gerne Befehle geklaut werden und gegen mich verwendet werden. Also Bismarck ist dann tödlich. Wir haben hier einen Russen und sind alle viel zu teuer. Ist jetzt auch nicht wirklich besser. Entscheidend ist jetzt, was wird der Russe spielen. Spielt er schnell, dann habe ich verloren. Spielt er... Ja, der spielt schnell. Ich habe immer noch nichts zum Einsetzen. Er wird mich jetzt überrennen mit leichter Infanterie. Ja, ist sicher nicht schlecht, wenn er mit diesem Flieger seine Infanterie einsetzt. Dann wird seine Infanterie +1/+1. Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt mit meinem Flieger seinen Flieger zerstören. Ah, er zerstört mir meinen Flieger. Ja, das war jetzt schlecht. Für ihn war das wichtig. Für mich war das schlecht. Dann werde ich als nächstes diesen Panther spielen müssen. Okay, das ist auch schlecht. Dann muss ich in die Front 2, 4, 5 und die ist schon tot. 2, 4, 5. Und dann kann er noch was einsetzen. Ja, keine Chance. Jetzt wird diese Einheit kommt in die Front, dann setzt er diese Einheit, kommt mit den anderen in die Front. Und die kriegen immer +1/+1 dank meiner Karte. Okay.
Flieger muss weg. Jetzt habe ich da Hinterhalt. Die dürfte überleben. Außer er hat den Hammer, kann er mir den einfach zerstören. Okay. Den opfern. Das hat er jetzt aber schlecht gemacht. Also gehen wir mit dem in die Front. Ich habe 3, 4. Einmal Front. Dann brauche ich erhalten +2/+2. Dann brauche ich den da. Und ich brauche diesen da. Und ich brauche einen Sturm. Ich nehme den. Da gehe ich nicht in die Front. Lassen wir das mal so. Also er hat jetzt +2/+2 genommen und nicht Blitz. Das heißt, er kommt nicht in die Front. Er kann nicht so spielen. Das heißt, ich komme in die Front. Das heißt, des Weiteren, ich mache hier 2 Schaden. Und gehe hier in die Front. Jetzt gehen ihm langsam aber sicher die Karten aus. Aber ich habe meine Panzer für die Veteranen immer noch nicht zur Hand. Ich habe immerhin 3 im Deck. Okay. Jetzt machen wir das so. Der muss weg. Der muss auch weg. Dann ziehen wir die Einheit zurück und zerstören die andere. Und gehen hier irgendwann in die Front. Glaube nicht müde, meine blaue Lagoon. Okay. Ja, kann man machen. Die müssen weg. Dann gehen wir hier in die Front und greifen an. Okay, das war
jetzt unerwartet. Aber es ist natürlich, ich habe da ganz viele von diesen Bomben drin. Logisch, dass ich da ganz viele Karten ziehen werde. Eine Einheit Veteran wird. Okay, jetzt haben wir da einmal der geht weg. Und jetzt muss ich, kann mir jetzt nicht alle auf einmal zerstören. Plus noch. Alles, was er jetzt einsetzt, macht ihm Schaden. Und er hat zu wenig Angriffskraft, um meine Frontlinie zu zerstören. Er kann höchstens eine Elite-Karte spielen, falls er eine hat. Ich denke, er hat keine mehr. Ja, was machst du jetzt? Ich denke, das war's für dich. Okay, erster Sieg geschafft. Habe ich nicht unbedingt daran geglaubt, dass ich den schaffen werde. Aber gehen wir weiter. Weil eigentlich ist genau so ein Deck oder so ein Rush-Deck oder Mischler-Deck, das sind genau die Schwachpunkte von meinem Veteran-Deck. Für diese Spielart ist es einfach nicht schnell genug. Und ich habe keine Hauptquartierverteidigung. Zu teuer, zu teuer. Eigentlich alles viel zu teuer. Ich brauche meinen Panzer. Aber ich bräuchte nicht zweimal. Einmal würde reichen. Hier einen Amerikaner. Und zack. Ah, mit Sturm. Okay. Ja, drei Verteidigung. Ich gehe in die Front. Ich habe noch mal einen Panzer. Ich muss die Front besetzen, sonst füllt er sie mit Fliegen. Ach, Scheiße. Hoffentlich hat er langsam aber sicher seine Karten ausgespielt. Jetzt bräuchte ich eigentlich die blaue Lagune.
Stört mir so ziemlich alles, was ich einsetze. Ah, jetzt kommt eine Vergeltung. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt hier mal in die Front. Das muss gut sein. Der ist anstrengend. Aber der hat jetzt schon 14 Credits und der hat garantiert teure Karten im Deck. Hat viele Zerstörungskarten im Deck. Hoppla, Entschuldigung. So langsam bin ich aber trotzdem gespannt, was er jetzt macht. Weil ich habe immerhin eine Hinterhaltkarte in der Front. Hallo. Es geht nicht weiter. Ach sicher. Dann noch dreimal angreifen, dann habe ich einen Gratis-Sieg. Da Mission offline geht, weil er es nicht gerne hat, wenn er verliert. Ah, das ist noch der Sonic. Er ist offline. +1 Angriff. Aktionskosten. Ja, +1 Angriff. Okay, jetzt testen wir hier zuerst, ob er eine Abwehr hat. Hat er nicht. Dann können wir hier aus dem Boden schöpfen. Dann lassen wir jetzt da, falls er zurückkommt. Sieht nicht aus, als würde er zurückkommen. Dann setzen wir die mal. Sonst Sonic-Effekt. Und wir haben unseren zweiten Sieg als Feldmarschall. So ein Sieg hat immer einen faden Beigeschmack, weil der Gegner sich der Gefahr nicht stellt, sondern lieber offline geht. Das sehe ich auch sehr häufig, dass wenn sie gerade nicht mehr so die Hand haben, ich vermute mal, dass sie dann nicht mehr so gerne weiterspielen, dann gehen sie lieber offline. In der Hoffnung, dass der Gegner das Spiel ebenfalls verlässt und die Partie nicht gewertet wird. Okay, da haben wir jetzt einen zu viel im Prinzip. Wir lassen den aber trotzdem drin, falls er mir gerade einen zerstört. Dann wäre jetzt die Reihenfolge dieser Panzer, dann diese Infanterie und diese Infanterie in die Front. Das wäre der Masterplan. Kann man dann das machen? Nein, kann man nicht. Gemacht.
Jetzt sieht es eher so aus, als würde ich dem da mal Schaden machen, damit ich auch die Front besetzt habe. Aha, jetzt kommt eine Explosion, der zerstört mir jetzt meinen Panzer. Den Schaden kassiere ich jetzt. Geht ja nicht anders. 2 Schaden, dann ist der auch weg. Aber wir haben immerhin noch diesen da. Wir nehmen gleich diesen da. Wenn er mit den Panzer jetzt zerstört, habe ich den geopfert. Der wäre jetzt noch Veteran Plus geworden. Ah, das ist ein Mischler. Okay, das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Das ist so ein Mischler. Okay. Was brauche ich, wenn der mischelt? Wir müssen den verbessern da. Jetzt habe ich immerhin, er hat keine Einheiten auf dem Spielfeld, das heißt die ganzen Mischkarten verlieren ihre Funktion, weil die verteilen ja bloß so viele Schadenspunkte. Okay. Na gut. Ah. Ja, wenn du das willst. Ich setze jetzt trotzdem diesen da. Dann nehmen wir da einen Sturm. Ach, keine. Füge allen Feinden 2 Schaden zu. Ach, ich nehme diesen Verteiler 3. Ich gehe in die Front. Keine Ahnung, ob er etwas hat gegen meine Front. Der setzt vor allem auf diese billigen Einheiten und dann die Mischfunktion. Der will ja das Schlachtfeld fluten mit billigen Einheiten und dann seine Mischler schicken und alles zerstören. Ja, das war's. Das heißt, ich habe jetzt habe ich 3 Runden, oder? Wir spielen jetzt noch weiter. Das wird ein bisschen ein längeres Video zum Jahrestag der Katzen, für die Katzen. Ich hoffe, es ist nicht für die Katze im negativen Sinn, sondern ich würde gerne noch 2-mal gewinnen. Dann werde ich Feldmarschall. Und dieser Sieg oder dieser Feldmarschall-Titel würde ich dann den Weltkatzen widmen. Jetzt habe ich meinen Angstgegner, das ist ein japanischer Rusher. Die Starthand ist an und für sich nicht grundsätzlich schlecht, weil mit dieser Schockeinheit kann ich bereits der zerstört er mir. Okay, dann bringe ich diesen an. Wenn er mehrere von diesen hat, zerstört er mir einfach die Einheiten. Jetzt kommt er damit. Einmal ein bisschen Blitz und ein bisschen Rush. Dann kann ich. Was kann der? Ah, das ist ein Credit Lost Spieler.
ich ja jetzt spielen, da er rechts ist. Hätte ja auch was anderes treffen können. Oh, jetzt kommt er noch mit Gitter. So, jetzt wird er fest. Junge, Junge. Okay, ich brauche diesen da. Ich brauche einen Sturm. Alle Einheiten ziehen sich zurück. Machen wir. Der muss weg. So. Ich brauche einen Flieger. Ich verliere mal zu viel Leben. Na, jetzt kommen die ganzen Wettereffekte. Und Sturm, okay. Noch mehr Wettereffekte. Okay, ich habe hier, der muss weg. Und der da muss auch weg. Und wenn ich in die Front fahre. Nein, Front bringt nichts. Nochmal ein bisschen Wettereffekt. Okay, jetzt haben wir hier 9, 8. Ich kriege 6, 8 kriege ich. Und 5 kriege ich. Okay, dann killen wir den. Und wir killen den. Und der hat nur 4 Leben. Jetzt macht er 2 Schaden, 4 Schaden. Da muss ich als nächstes, muss dieser rein. Ah, du hast noch mehr von diesen. Da macht er ja schon 6 Schaden. Leider nein. Och, 58 von 60, 13. Ja, machen wir morgen weiter. Sonst wird es wieder viel zu lang. Schaut sowieso niemand bis hierhin. Dann danke ich allen, die das Video eingeschaltet haben und es bis hierhin geschafft haben. Auch allen anderen danke ich natürlich auch, die immerhin einschalten, das Video liken. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.